Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind in GTA 5 und wir machen heute mal den ersten Test mit unserem Fahrzeug. Und zwar haben wir hinter uns stehen einen T20 in Blau, einer von meinen persönlichen Lieblingswagen, die es überhaupt gibt in GTA 5. Und er ist halt ziemlich schnell und ist auch relativ gut im Handling eigentlich. Und ja, wir werden jetzt das Ganze mal ein bisschen ausprobieren auf dem Testtrack, den ich ja schon eingerichtet habe, wo wir auch schon gesehen haben im letzten Video. Falls du es noch nicht gesehen hast, findest du oben rechts in den Link zu dem Video. So, also wir starten mit unserem T20 hier auf dem Testtrack, den ich erstellt habe. Und ich tue das Ganze nachsprechen, also heisst, ich bin jetzt noch nicht gerade am Gamen und rede gleichzeitig, sondern ich tue es jetzt gerade nachsprechen, weil ich glaube, ich fahre wesentlich besser, wenn ich einfach ruhig sein und mich konzentrieren, was ich hier gerade mache und nicht noch muss zusätzlich reden. Das ist für mich dann ein bisschen schwieriger, oder ich sage mal, ich habe dann ein bisschen Mühe, mich einfach dann aufs Game zu konzentrieren. Darum mache ich das so. Ich hoffe, es kommt gut an, ich weiß es nicht. Und auch da, ihr könnt jetzt unten in die Kommentare reinschreiben, welches Auto ich als nächstes testen soll. Eben, wir sind jetzt mit dem T20 gestartet. Der macht jetzt mal hier einfach mal eine Zeit her und wir testen dann einfach je nachdem andere Autos, die ihr in die Kommentare reingeschrieben habt, und schauen, ob wir die Zeit toppen können. So, also wir konzentrieren uns also mal hier auf die Fahrt vom T20. Eben, die Strecke geht auf und runter, hat ganz viele Kurven drinnen. Wir haben jetzt schon mal die Bergaufpassage, sind wir schon vorbei. Wir fahren jetzt hier mal am Berg entlang mit der Links-Rechts-Kurve, wo man häufig muss auch anbremsen muss. Jetzt gerade diese Kurve hier ist sehr kritisch, wenn man dort schnell kommt, fährt man eigentlich hier links dann in den Rasen raus und dann ja, kann es einem schon mal recht schnell verräumen. Da bin ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen langsam gewesen. Und dann kommen hier die Links-Rechts-Kurven da vorne, die jetzt den Berg abgehen. Kleiner Sprung da noch dazwischen und die sind sehr, sehr heiß. Und zwar, wenn man da mal einfach ein bisschen schnell kommt und abbremst, schiebt das Auto über die Vorderachse und man geht einfach wirklich gerade in den Rasen raus. Also man hat keine Chance mehr, das Auto noch zu retten. Man muss da voll auf die Klötze gehen und gut anbremsen. Und das eigentlich in jeder Kurve. Und das mache ich da eigentlich auch überall. Du immer kurz ein bisschen anbremsen oder du einfach das Gas lupfen. Da ist auch sehr kritisch, da kann man mal schnell links die Brücke runterfahren und hat dann auch die ganze Runde versaut. Aber jetzt hier, wo wir herkommen, ist es jetzt eigentlich sehr, sehr einfach zum Fahren, weil das ist jetzt einfach mal ein so eine schnellere Strecke, wo man einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach mal geradeaus fährt. Also man hat jetzt auch hier natürlich eine Kurve drin, aber man kann hier eigentlich so ein Fahrzeug mal ein bisschen auf Topspeed aufbringen und dann natürlich auch schnelle Kurven fahren. Wir fahren jetzt hier Richtung Sandy Shore. Ich denke, jeder von euch kennt ja GTA 5 oder die Map auch davon. Und wir kommen dann hier vorne zu diesen Kurven 90 Grad Kurven, wo wir wirklich eigentlich dann können testen, wie gut ist die Beschleunigung vom Auto, also wie gut kann er abbremsen und dann nachher aus der Bremslast raus wieder in die Gaslast hinein, oder dass er einfach wieder gut mag wegkommen vom Fleck. Und da muss ich eigentlich sagen, ist der T20 noch sehr überzeugend gewesen. Also wir bremsen hier an, gehen rein, kommen wieder gut raus, jetzt die nächste Kurve anbremsen, rein wieder raus. Also geht eigentlich sehr, sehr smooth, ohne gross irgendwie eine riesige Verzögerung drin haben. Also das Auto spricht sehr, sehr gut an. Das Auto ist auch wirklich ein Fahrzeug, das ich euch empfehlen kann, wenn ihr jetzt eben Rennen fahrt, vor allem auch schnelle Rennen, also nicht gerade irgendwie Haufen Kurven drin hat, weil, da sehen es dann auch, das Auto hat immer so ein bisschen den Drang dazu, leicht zu driften. Also gerade wenn man bremst, vom Gas weggeht, also gerade in dem Moment, wo man weder Gas noch Bremse drückt und dann wieder Gas gibt, da kommt gerne mal kurz ein bisschen das Heck kommen, wo man oft muss ein bisschen gegenlenken, was auch Zeit kann kosten und wo man auch nicht so schnell ist. Dann. Darum, wenn jetzt eine Rennstrecke ist, wo eigentlich viel Topspeed ist, wenig Kurven, ist das Auto sicher eine coole Alternative oder eine gute Alternative. Und jetzt so die 90 Grad Kurven haben wir eigentlich sehr souverän können meistern. Da jetzt eben auch abbremst, eingelenkt, das Auto kommt gerade quer, wenn man Gas gibt und man muss da sehr, sehr viel korrigieren, was eben auch recht viel Zeit kann kosten. Allerdings muss ich sagen, wir sind zeittechnisch eigentlich sehr gut unterwegs. Wir sind jetzt bei 3 Minuten 45 jetzt gerade und sind eigentlich schon mehr als die Hälfte von der Strecke abgefahren. Jetzt geht es hier auf den Freeway. Hier auch wieder leichte Kuppe, wobei da bricht wahrscheinlich gerne mal jedes Auto aus, außer den Formel 1 Wagen. Kein Auto hat gerne eine Kuppe, wenn man anbremst. Das kann immer mal passieren, dass man nachher die gerade schnell ausbricht. Und jetzt kommen wir auf den Freeway und der Freeway ist schon relativ lang, oder beziehungsweise die Gerade hier ist relativ lang. Da geht es hauptsächlich darum, wie schnell mag das Fahrzeug fahren. Wir haben jetzt auch nachher gerade eine Ansicht vom Tacho
Und wir sind, glaube ich, bei 130 Meilen gewesen, wenn es mir nicht täuscht. Wir sehen es jetzt gerade, wir fahren jetzt so ab. Ich habe da natürlich auch versucht, möglichst wenig zu lenken. Genau 130 Meilen fahren wir da. Wenn man auch ein bisschen wieder lenkt, dann fliegt man auch wieder schnell ein bisschen Geschwindigkeit. Also ich habe versucht, möglichst wenig zu lenken. Jetzt klar, da muss ich wieder ein bisschen überziehen wegen dem Checkpoint. Und nachher gehen wir ja da links durch an der Tanki vorbei, wo wir gerade vorher das Video gestartet haben, wo ich da gestanden bin. Und fahren dann nachher über East Los Santos wieder rein in die Stadt. Dann. Und ich würde mal sagen, wir lassen jetzt mal das Auto fahren. Weil bis die nächste Action wieder passiert, geht es meistens eben leider ein Weile. So, also wir kommen jetzt langsam wieder in die Stadt rein. Eben über East Los Santos kommen wir hier gerade rein. Jetzt gehen wir hier ab dem Freeway bzw. münden in einen anderen Freeway rein. Und fahren jetzt hier wieder Richtung Innenstadt zu. Hier die ganzen Ausfahrten von der Autobahn, jetzt die erste, die von vorne ist, die ist eigentlich noch relativ easy zum Fahren. Die hier ist schon ein bisschen schwieriger, weil eben halt auch die Kuppe kommt und man gerne mal schnell das Heck verlieren kann. Da muss man auch sehr viel abbremsen, weil da kann es schnell mal rausziehen und nachher in die Laterne reinballern. Und dann nachher fahren wir hier durch die S-Kurve rauf. Oben kommt noch eine kleine Kuppe, wo wir wieder einen kleinen Sprung drin haben oder wo man auch schnell das Heck verlieren kann. Da bin ich leicht schräg geflogen, aber zum Glück nicht weggeflogen wegen dem. Nochmal einen kleinen Sprung. Wir fahren am grossen Fernseher vorbei, wieder durch 2 S-Kurven durch und fahren dann nachher wieder zum Start und Ziel. Und wir sind zeitlich sehr gut dran, weil wir sind vorher schon immer noch so 7 Minuten Zeit gefahren oder ein bisschen mehr. Und wir sind jetzt hier gerade beim Madrazo seiner Villa oder beziehungsweise bei seiner Ranch, fahren jetzt hier ins Ziel rein und wir haben eine Zeit von 6 Minuten 53, 52 glaube ich. 6 Minuten 53, 2,19 und haben eigentlich somit eine sehr, sehr gute Pace gehabt und auch mal eine gute Zeit hergeklatscht. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie denn das in Zukunft aussieht mit den anderen Fahrzeugen. Ja, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, will ich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Vergesst nicht, ein Auto unten in die Kommentare reinzuschreiben, mit welchem Auto ich das als nächstes testen. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!